Testle. Dies ist Tibet This Week, eine wöchentliche Nachrichtenausgabe über Tibet, seine Heiligkeit den Dalai Lama und die tibetische Zentralverwaltung. Werfen wir zunächst einen Blick auf die heutigen Schlagzeilen. Seine Heiligkeit beglückwünscht die gewählten Präsidenten Südafrikas und Mexikos. US-Kongressdelegation aus 2 Parteien trifft tibetische Führung und wirft China Unterdrückung in Tibet vor. National Endowment for Democracy ehrt Sigyong Bemba Tsering mit der Democracy Service Medal. Sigyong Bemba Tsering gratuliert den 9 Ministern in Modis Kabinett. Stellvertretender Vorsitzender des Legislativrats von Bihar besucht tibetisches Exilparlament. Sicherheitsgardeur Jamadjari nimmt an Gedenkfeier zum CIA-Tibet-Programm in Camp Hale teil. EU lehnt Chinas Einmischung in die Nachfolge seiner Heiligkeit beim 39. Menschenrechtsdialog EU-China ab. Tibeter und Freunde Tibets in Neuseeland und Australien protestieren gegen den Besuch des chinesischen Ministerpräsidenten Li Qiang im Land. Am Dienstag dieser Woche schrieb seine Heiligkeit der Dalai Lama an Cyril Ramaphosa, um ihm zu seiner Wiederwahl zum Präsidenten Südafrikas nach den jüngsten Wahlen zu gratulieren. Seine Heiligkeit schrieb, Südafrika ist seit dem Ende der Apartheid ein stabiles demokratisches Land und seine vielfältige multinationale Gesellschaft, die eine Vielzahl von Kulturen, Sprachen und Religionen umfasst, die in Frieden miteinander leben, ist ein Beispiel für andere, dem sie nacheifern sollten. Seine Heiligkeit der Dalai Lama schrieb auch an Claudia Sheinbaum, um ihr zur Wahl der ersten Frau zur Präsidentin von Mexiko zu gratulieren. Seine Heiligkeit schrieb auch, dass er der festen Überzeugung ist, dass die Welt verständnisvoller und friedlicher wäre, wenn mehr Frauen in Führungspositionen wären. In der Tat waren in der Geschichte der Menschheit die meisten Krieger Männer, während Frauen durchweg mehr Sorge und Warmherzigkeit für das Wohlergehen anderer zeigen. Am Dienstag dieser Woche besuchte eine hochrangige parteiübergreifende Delegation aus den Vereinigten Staaten die tibetische Zentralverwaltung und traf mit der tibetischen Führung in Dharamsala zusammen. Repräsentant Michael McCall, Vorsitzender des Ausschusses für Auswärtige Angelegenheiten des Repräsentantenhauses, leitete die Delegation, die sich aus Repräsentantin Nancy Pelosi, Repräsentantin Mariannette Miller Meeks, Repräsentant Gregory Meeks, Repräsentantin Nicole Maliotakis, Repräsentant Jim McGovern und Repräsentantin Amy Barra zusammensetzte. I want to say greetings to the great people of Dharamsala. Yes, sir. And we are very excited to see His Holiness tomorrow to talk about many things, including the bill we just passed out of Congress that basically says that the United States of America stands with the people of Tibet. Die Delegation traf am Mittwochmorgen mit seiner Heiligkeit dem Dalai Lama zusammen, wobei die Delegationsleiter seine Heiligkeit den Dalai Lama über den Resolve Tibet Act informierten, der bald in das US-Gesetz aufgenommen werden soll. Die Delegation besuchte das tibetische Exilparlament und das Tibet-Museum, gefolgt von einem CTE-Abendessen im Tibetan Institute of Performing Arts, TIPA. Am Mittwoch dieser Woche rief die tibetische Zentralverwaltung das offizielle Staatsorakel Nechung in einer kurzen Zeremonie am Morgen in Techin-Chuling Tsuklakang an der auch die Mitglieder der hochrangigen Delegation aus den Vereinigten Staaten teilnahmen. Die tibetische Zentralverwaltung hielt eine öffentliche Glückwunschveranstaltung im Tsuklakang ab, um die Mitglieder einer hochrangigen 2-Parteien-Kongressdelegation zu ehren, nachdem die Besucherdelegation am Morgen eine Sonderaudienz bei seiner Heiligkeit dem Dalai Lama hatte. Als die Delegationsmitglieder am Veranstaltungsort eintrafen, hielt Sigyong Bemba Tsering eine Begrüßungsrede vor der großen Ansammlung von tibetischen Einwohnern, Studenten, Mönchen, einheimischen, ausländischen Besuchern und Medienvertretern. Im Anschluss an die Ansprache von Sigyong ergriff die US-Delegation das Wort und äußerte sich deutlich gegen die Unterdrückung durch die chinesische Regierung in Tibet und bekräftigte ihre volle Unterstützung für Tibet und das tibetische Volk. To aggressively challenge CCP propaganda about Tibet. So along with my friend Congressman Jim McGovern, who is also here today, and the author of the bill, I am proud to have sponsored this legislation, and I want to thank him
for working with me to get this bill and Congressman Meeks on the committee to get this bill to the President's desk, where it will be signed in the coming days. And why this day is so important is because I have hope for the Tibetan people. I know that you will all persevere for a better tomorrow for your children and your children's children. You will persevere so that you can speak your own language, so that you can pass on the beautiful customs that I have been privileged to see today. And I truly look forward to continuing to work together in the years to come. We will always be wind at your back, and I believe with all of my heart that the future is bright. For through faith, as the Dalai Lama said, through faith comes hope. Through hope comes courage. Through courage comes the peace of inner strength to know that one day Tibet will no longer be in exile. I'm reminded of that, and when I look around at this audience, I see my brothers and sisters, my spiritual brothers and sisters. We share ancestry spiritually. So know, brothers and sisters, that you have one of your own brothers in the United States Congress fighting for your rights, for your freedom, for your future. We're in this together. We believe that everyone in the world, including the 7 million people in Tibet right now, deserve to live where they have life, liberty, and the pursuit of happiness, as we so proudly say in the United States of America. Thank you all for having us with you today, and long live a free Tibet. The change is on the way. As our colleagues have said, hope springs from faith, and the faith of the Tibetan people in the goodness of others is what is going to make all the difference. And then we can say freely in Lhasa and every other place, Tashi Dale. Sejong Bemba-Tsheding von der tibetischen Zentralverwaltung wurde am 13. Juni in Washington D.C. von der National Endowment for Democracy, NED, mit der prestigeträchtigen Democracy Service Medal für seine führende Rolle bei der Verteidigung von Demokratie und Menschenrechten im Namen aller Tibeter geehrt. Während er die Medaille dem tibetischen Volk widmete, dankte Sejong Bemba-Tsheding den Mitgliedern des NED-Vorstandes und den früheren Führungspersönlichkeiten, die seit vielen Jahren sehr eng mit den Tibetern zusammenarbeiten. Darüber hinaus sprach Sejong über das besorgniserregende Muster des kulturellen Völkermords in Tibet, der durch Chinas Förderung des Unikulturalismus auf Kosten verschiedener Identitäten angeheizt wird, und über die Unterdrückung des tibetischen Volkes mit verschiedenen Mitteln. We tell countries, please don't look at us only from the perspective of being a victim of communism. Nobody wants anarchy in China. But at the same time, we have to make China accountable for what they are doing. China is a threat not only to the nationalities within China, like Tibetans, Uyghurs, and Mongols, but it's a threat to the whole world. Because they are not talking only about repression, not imposing repression inside Tibet, but they want to export their system of governance in the name of global security initiative, global economic initiative, global civilizational initiative. So these are a real danger and threat to the free world, and we all need to work together to make China accountable. We are born in this world as a free person. All human beings are born to be free, not to be enslaved physically or mentally. And this is exactly what is happening inside Tibet, and we need your support more than ever before. Seit 1999 verleiht der NED die Democracy Service Medal an eine Vielzahl von Personen, die sich durch persönliches Engagement für die Förderung von Freiheit und Menschenrechten und den Aufbau demokratischer Institutionen eingesetzt haben.
Im Namen der tibetischen Zentralverwaltung und des tibetischen Volkes beglückwünschte Sigyong Bemba-Tsering Sri Gajendra Singh zu seiner kürzlich erfolgten Ernennung zum Kultur- und Tourismusminister und seiner Exzellenz Dr. Subramaniam Jaishankar zu seiner erneuten Ernennung zum Außenminister der indischen Regierung. In den Briefen bedankte sich Sigyong bei der indischen Regierung und dem indischen Volk für die unermüdliche Unterstützung und Großzügigkeit gegenüber seiner Heiligkeit dem Dalai Lama und der tibetischen Gemeinschaft in ganz Indien. Sigyong dankte insbesondere dem Kulturministerium für die langjährige Unterstützung der wichtigsten Institution der tibetischen Kultur und Kunst in Indien. Dr. Ramchandra Purbi, stellvertretende Vorsitzende des Legislativrats von Bihar, Bihar Vidhan Parishad und ehemaliger Minister von Bihar, besuchte am 14. Juni das tibetische Exilparlament. Bei ihrem Treffen mit den Gästen betonte die stellvertretende Sprecherin die langjährigen historischen, kulturellen und spirituellen Verbindungen zwischen Tibet und Bihar. Die stellvertretende Sprecherin forderte die Gäste auf, ihre Stimme zu Angelegenheiten, die Tibet und die Tibeter betreffen, zu erheben, insbesondere zur Einmischung Chinas in den Reinkarnationsprozess seiner Heiligkeit des Dalai Lama im Vidhan Sabha. Galön Domagyari von der Abteilung für Sicherheit der tibetischen Zentralverwaltung nahm am 9. Juni offiziell in einer Gedenkveranstaltung in Colorado mit dem Titel Dumra, The Secret Garden Commemorating the CIA Tibet Program at Camp Hale teil. An der Veranstaltung nahmen auch die tibetischen Parlamentarier Tenzin Jigme, Geshe Lharam Adu Tsideng, Kimbuk-Khada Ngedub Sonam und Serta Tsudum sowie Gasu Sonam Dobge Kholozang, Präsident der Organisation Dokham Chushigandu, Gasu Pema Shinjor, ein 92-jähriger CIA-Ausbilder, Bruce Walker und Tshering Dorji, der während der Ausbildung als tibetischer Dolmetscher fungierte, teil. Zwischen 1959 und 1964 richtete die amerikanische Central Intelligence Agency CIA einen Geheimstützpunkt in den Rocky Mountains von Colorado ein, um rund 300 tibetische Soldaten für den Kampf um ihre Freiheit auszubilden. Nach mehreren Jahrzehnten war die genaue Lage des Trainingsgeländes in Camp Hale immer noch unbekannt, bis die Anthropologin Carol McGranahan die Stätte wiederentdeckte. Dem 39. Menschenrechtsdialog zwischen der EU und China, der am 16. Juni in Chongqing stattfand, ging vom 13. bis 15. Juni ein seltener Abstecher nach Tibet voraus. Während des Menschenrechtsdialogs in Chongqing betonte die EU, dass die Auswahl religiöser Führer ohne Einmischung der Regierung und unter Beachtung religiöser Normen erfolgen sollte, auch im Falle der Nachfolge des Dalai Lama. Darüber hinaus brachte die EU erneut ihre Besorgnis über die sehr ernste Menschenrechtslage in China, insbesondere in den tibetischen Gebieten, zum Ausdruck. Traditionsgemäß brachte die EU mehrere Einzelfälle von Aktivisten, Schriftstellern und religiösen Führern, darunter Geshe Gyatso und Dashi Dorje, zur Sprache und forderte China auf, sie unverzüglich freizulassen. Vor dem Menschenrechtsdialog unternahm die EU-Delegation einen Abstecher nach Ningxi und Lhasa. Das kurze und dichte Programm, das von den zuständigen chinesischen Behörden auf zentraler und lokaler Ebene organisiert wurde, umfasste Besuche von Internaten, Gemeinden, kulturellen und religiösen Stätten, umgesiedelten tibetischen Familien und einem Gefängnis. Der Vertreter seiner Heiligkeit des Dalai Lama, Rigsin Chöden Gyaltsang, sagte, dieser seltene Besuch der EU-Delegation in Tibet ist ein deutliches Signal an China, dass die EU über die anhaltenden Menschenrechtsverletzungen Chinas in Tibet und seinen unerbittlichen Angriff auf die tibetische Sprache, Kultur und Religion äußerst besorgt ist. Der Menschenrechtsdialog wurde von Paola Pampaloni, stellvertretende geschäftsführende Direktorin für Asien und den Pazifik im Europäischen Auswärtigen Dienst, und von Chen Bo, Generaldirektor für internationale Organisationen und Konferenzen im Außenministerium der Volksrepublik China, gemeinsam geleitet. Tibeter in Auckland und Mitglieder von Friends of Tibet protestierten gegen den chinesischen Premierminister Li Qiang während seines Besuchs in Auckland am 14. Juni nach seinem eintägigen Besuch in Neuseelands Hauptstadt Wellington. Die tibetischen Demonstranten wurden von der pro-chinesischen Gruppe hart beschimpft, körperlich misshandelt und schikaniert. Doch die Tibeter in Auckland sorgten dafür, dass ihre Stimme gehört wurde und standen für die Wahrheit ein. Die Mitglieder der chinesisch-tibetischen Freundschaftsgruppe und die Mitglieder von Friends of Tibet schlossen sich ebenfalls dem Protest an und forderten am Straßenrand, wo die Wagenkolonne des Premierministers vorbeifuhr, Menschenrechte und Freiheit in Tibet. Auch die tibetische Gemeinschaft in Australien, der australische Tibetrat und die Mitglieder der australischen VTAC haben gemeinsam mit Aktivisten der Uiguren, Falun Gong,
Hongkong und der chinesischen Demokratie heftig gegen den Besuch des chinesischen Ministerpräsidenten Li Qiang in Canberra protestiert. Hunderte von Tibetern und Tibet-Unterstützern protestierten am 17. Juni vor dem Parlamentsgebäude und der chinesischen Botschaft hielten die tibetischen Nationalflaggen hoch und riefen Slogans. Das 23. Kulturfestival von Tibet und den Himalaya-Völkern öffnete am 14. Juni im Bois de Vincennes östlich von Paris seine Pforten für eine farbenfrohe Feier des reichen kulturellen Erbes von Tibet und der Himalaya-Region. Der Vertreter seiner Heiligkeit Xi Jinping nahm zusammen mit Dominique Rémy-Granger, der Elisabeth Badonté vertrat, an einer Diskussionsrunde zum Thema Widerstand durch Recht teil, um den verstorbenen Robert Badonté zu würdigen, den ehemaligen französischen Justizminister, der 1981 die Abschaffung der Todesstrafe in Frankreich durchsetzte und ein guter und langjähriger Freund seiner Heiligkeit des Dalai Lama war. Dies zog viele Teilnehmer an, die sich für die rechtlichen Fragen im Zusammenhang mit Tibet interessierten. Das Festival zog in diesem Jahr über 5000 Besucher an, die einen authentischen Einblick in die tibetische Kultur erhielten und gleichzeitig wichtige humanitäre Initiativen unterstützten. Vielen Dank fürs Schauen und bis zum nächsten Mal.